Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute aus Thun. Alles, was das Herz begehrt. Für Hundefans, Kulinarikerinnen und Nostalgiker. Das sind unsere Themen. Faszination Schlittenhunde, eine Jungköchin aus Steffisburg und eine Zeitreise in die Belle Époque. Was sonst noch wichtig ist, das erfahrt ihr gerade jetzt im Newsüberblick. Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie findet in Grindelwald statt der Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung statt. Am 13. Juni können die Stimmberechtigten unter anderem über ein neues Gemeindefahrzeug abstimmen. Das bedingt einen Kredit von 150'000 Franken. Für herauszufinden, wie sich mutierte Virusvarianten an den Schulen auswirken, führt der Kanton zusammen mit den Thuner Mittelschülern das Pilotprojekt mit Schnelltests durch. Damit soll die technische Umsetzung dieser Tests sowie die Schutzkonzepte evaluiert werden. Die Familie Steiner hat eine Leidenschaft für Schlittenhunde. Der Vater Thomas und die Tochter Cheyenne fahren mit ihrem Gespann an den Schweizer Schlittenhundrennen. Der Jannik Müllemann ist zu Brienz vorbeischauen. Vor langer Zeit, 2011 war das, haben wir unsere älteste Hündin sind wir dann aussuchen als Welpe. Mit 6 Monaten haben wir uns dann entschieden für die Hündin. Und die Besitzerin von dieser Hündin hat gesagt, ja, sie auch Hundesport machen mit ihren Hunden. Und dann hat das uns so ein bisschen interessiert, die Frau und mich. Und sind dann eins mitgegangen an ein Rennen. Und dann hat sie uns eigentlich, gerade so fasziniert das Ganze, dass wir dann uns haben gesagt haben, wir würden dort gerne mitmachen. Und haben von dann an einfach eins nach dem anderen haben wir einfach einen Hund mehr gesucht für Hundesport. Oder? Das eine führt zum anderen. Und für dich war sofort klar, dass du da auch mitmachen willst? Ja, also als ich dann auch an die Rennen bin gegangen, habe ich halt immer zugeschaut und habe dann auch angefangen zu joggen, also mit einem Hund. Und nachher habe ich gedacht, ja, wieso nicht auch noch mit dem Bike oder dann im Winter mit dem Schlitten mit 2. Und da bin ich dann auch das erste Mal mit 12 auf dem Schlitten gestanden und es hat mir mega gefallen und darum mache ich es jetzt einfach weiterhin. Und was macht jetzt für euch zwei die Faszination an diesem Sport aus? Also einfach, dass man halt mit dem Hund zusammen ist, draussen, dass man einfach so wie etwas mit dem Hund machen kann, mit dem etwas erleben und nicht für sich einfach allein irgendwie etwas machen kann, sondern einfach mit dem Tier zusammen ist. Einfach das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch ist da sehr interessant. Oder? Man muss sich auf das Tier, also auf den Hund verlassen. Der Hund muss auch auf uns auf unsere Kommandos verlassen. Und das Schönste ist natürlich im Winter, im Schlitten, wenn zum Beispiel jetzt zu Gadmen da durch die Winterlandschaft fährst, das ist irrsinnig schön, oder? Von dem her, oder? Das ist wie in Alaska, würdest du auf dem Schlitten stehen, blöd gesagt. Klar, das ist kein Vergleich in dem Sinn, das ist noch eine ganz andere Liga, als es dann abgeht. Aber das ist bei uns schon ein Highlight, oder? Das nimmt mich jetzt von euch Wunder, zwei so angefressene, wie habt ihr diesen Sport mit den Hunden so mitbekommen über die vergangenen 10 Jahre? Also ich habe ja gerne gewusst, dass ich einen Hund gerne haben möchte, aber dass wir je so eine riesen Schar werden haben, die hätten wir eigentlich nie erträumt. Und für mich war auch klar, dass ich für das Gemütliche zuständig bin. Ich finde es schön zum Schauen, aber ich selber habe Angst vor dieser Geschwindigkeit, eben etwas vordran. Da bin ich lieber, es braucht auch jemanden, der sie füttert oder zu ihnen schaut durch den Tag. Und einfach eben so ein bisschen für das Gemütliche zuständig. Und wenn sie dann trainieren und so, ist das gut. Und wenn alle wetten, hätten wir zu wenig Hunde und dann müssen wir etwa 20 Hunde haben, dass alle dann irgendwie starten und ja. Der Spass steht immer im Vordergrund. Also wirklich, es geht wirklich darum, dass man Spass dran hat und nicht, dass man... Also es gibt viele Leute, die ihre Hunde wirklich als Sportgerät sehen und eben, wenn sie nicht mehr gut sind, dann einfach weggeben. Und das sollte ja irgendwo auch nicht das Ziel sein, dass man einfach die Hunde ersetzt. Und ja, weil wir leben ja gleich auch mit ihnen zusammen und müssen so ein bisschen mit ihnen zusammenleben und so. Das ist halt schon so ein bisschen,
Auch Laura Losli hat ein Herz für Tiere. Sie wollte früher Tierärztin werden. Schlussendlich ist aber alles ganz anders gekommen. Mein Name ist Laura Losli, ich bin 20 und arbeite als Köchin im Restaurant Panorama Hartlisberg und bin jetzt seit kurzem Mitglied der Junioren-Koch-Nationalmannschaft. Die Nominierung in die Junioren-Nazi ist für mich eine sehr grosse Ehre und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt dabei sein und es war schon lange ein Ziel von mir. Die Nazi darf von mir erwarten, dass ich sicher alles gebe, dass ich mit viel Freude dahinter bin und dass ich auch bereit bin, sehr viel Zeit zu investieren. Also meine Ziele sind sicher, an der WM mit der Nazi Gold zu holen. Und sonst so meine persönlichen Ziele sind noch recht offen. Ich möchte sicher mal etwas Eigenes haben oder Küchenchefin sein. Mit der Vorbereitung für die WM haben wir jetzt gestartet. Jetzt sind wir momentan ein bisschen am Skypen, Ideen sammeln und werden uns dann zukünftig auch alle 2 Monate 3 bis 4 Tage treffen und alles durchkochen mit den Coaches und dem Manager zusammen. Wir haben aber auch selber noch in Kleingruppen oder halt alleine die Möglichkeit, dass wir das auch noch üben. Das Schöne am Kochen ist, dass man sehr kreativ sein kann. Man hat nie alles gelernt. Es gibt immer neue Sachen, neue Kombinationen, neue Gerichte. Man kann zusammen arbeiten, man kann aber auch ein bisschen allein umsetzen und man sieht immer das Endprodukt. Wir kommen von Steffisburg nach Prinzwiller und drehen das Rad vor die Zeit zurück in die Belle Époque. Ein Hauch von dieser Zeit um 1900 findet sich in Stempfis Kostümverleih beim Gretli Amacher und bei der Cornelia Applanalp. Ja, das ist jetzt ein Kleid für Belle. Bei der Belle Époque haben wir wirklich Originalkleider bekommen, die von Hotels irgendwie sind bleiben liegen und haben uns die Fundsachen an uns gebracht. Das ist sicher ganz speziell. Belle Époque Kleider, gefällt euch das persönlich auch? Ja, vor allem, wie sie hergestellt wurden, weil die Kleider nicht elastisch sind und die Leute ein anderes Gefühl haben drinnen. Das heisst, wenn sie fürs Theater spielen, ist das ja auch ein Vorteil, oder? Ja und nein. Also, sie sind natürlich dann manchmal irritiert, wie das ist, aber sie kommen das Gefühl über, wenn sie eins drinnen sind, in den Kleidern. Viele gehen dann in die Rollen rein, was sie spielen und andere können ihre persönliche Art nicht ablegen, aber es gibt schon, dass sie dann einfach ihre Theaterperson spielen. Was ist die Herausforderung, wenn ihr jetzt ein Kleid anpasst? Das sicher vorher gut ausgemessen wurde und wenn die Mässe nicht stimmen, können wir dann auch nicht gross etwas dafür, dass vielleicht Kleider nicht passen, aber das machen wir dann passend auf die Person. Kälte, wenn jetzt jemand im Winter mit diesen Kleidern unterwegs ist, frieren die Leute in diesen Kleidern drin, oder wie machen die das? Dass sie sicher gelismete Sachen darunter anlegen oder Pullover, das haben sie ja dann zumal auch, weil ja, sie waren halt schon nicht so gefüttert, wie man heutzutage hat. Mit diesem Beitrag sind wir am Ende der heutigen Sendung. Im Anschluss folgen wie immer Kollegen von Meteo News mit dem Neuesten rund um das Wetter. Ich von meiner Seite bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland herzlich willkommen. Nachdem am Morgen die Sonne noch recht gut durchschimmern, hat es am Nachmittag dann wieder mehr Wolken gegeben, mit gegen den späteren Nachmittag oder Abend teils auch Schnee, Schneeregen oder lokal auch gefrorenem Regen. Da hat es teils glatt sein auf der Straße. Die Schweiz ist am Montag nach wie vor noch im Einflussbereich vom Hoch gelegen, wo uns über das Wochenende viel Sonne gebracht hat. Sein Zentrum hat sich aber immer mehr in Richtung Osten verlagert. Gleichzeitig hat sich ausgehend von einem kleinen Randtief über den Nordsee eine Warmfront genähert. Die bringt uns dann teils auch in der Nacht auf den Dienstag Regen oder Schnee mit am Anfang bis auf 1000 Meter, dann bis auf 15 oder 1700 Meter. Der Dienstag startet dann zuerst noch mit teils dichteren Restwolken. Im Laufe des Vormittags reisst es aber ziemlich gut auf. Temperaturen bei maximal 3 Grad in Adelboden, 1 Grad erwarten wir hier in Thun.
Und auf den Nachmittag gibt es dann einen Mix aus Sonne und ein paar Schleierwolken. Das bei 9 Grad in Interlaken und Spiez, maximal 10 Grad erwarten wir hier in Thun und Gstaad. In der Nacht auf den Mittwoch kann es dann ebenfalls zu Schauer oder Schnee kommen, bis rund 1200 Meter sinkend. Der Tag selber startet dann mit Restwolken und den letzten Tropfen oder Flocken im Oberland. Und im Laufe des Tages gibt es dann immer mehr Sonne. Am Donnerstag erwarten wir einen Mix aus teils ein bisschen Nebel, Sonne und Wolken bei 10 Grad. Und auf den Freitag muss man dann vor allem am Morgen wieder mit dichten Wolken und Regen rechnen. Auf den Nachmittag trocknet es wieder ab und aufs Wochenende geht dann Hochdruck bestimmt. Und ziemlich mild weiter, da erwarten wir maximal 12 Grad. Das war es vom Wetter. Ich wünsche weiterhin ganz eine gute Woche und hoffentlich bis bald mal wieder. Auf Wiedersehen.